Liebe Parteifreundinnen, liebe Sympathisanten von der Partei, liebe Gäste, die da heute hier sind. Ich adressiere mich heute und ich zweite Kehr an meinem Leben am Rolle vom Generalsekretär am einem Parteikongress und ich. Das ist aber auch mein letzte Kehr. Das kann ich euch garantieren, los schon. Wahrscheinlich ist es nicht so geplant gewesen, wir müssen, Gast, jo, das ist gut. Also ich weiß gar nicht, was wir ohne den Gast machen gingen. Dann komme ich los zu meinem Aktivitätsbericht, den sich an zwei Teile abteilt. Einen, den ein bisschen mehr da erzählt, was man letztes Jahr gemeint hat, und einen, den einen kleinen Ausblick gibt, ob das, was für uns leid. Nach den Wahlen am letzten Kongress haben der neue Präsident und der neue Generalsekretär versichert, mit neuem Elan an das Jahr 2012 zu gehen. Das hat sich ausgedrückt an einer Straffung von der gesamten Organisation von der Partei, was anderem auch hier Reperkussionen an der Exekutiv und am Nationalkomitee hat. Die Sitzungen haben einen ganz neuen Charakter gekriegt. An ferner erlaubt man die Bemerkung, du kannst nicht ganz den Offizier an dir verstoppen. Das Site adr.lu gouf op de Leicht geholt. Wir hatten immer schon Internetpräsenz, aber wir fanden, wir müssten sie verbessern. Wie wir angefangen haben, darum zu doktern, haben wir gesagt, komm, wir machen einen Radikalkur, und wir haben einen ganz neuen Site gegeben. Das ist ein neues Site, das, meine ich, eine ganz gelungene Sache. Und ich kann nicht alle invitieren, regelmäßig darauf gucken zu gehen, weil wir eigentlich immer deres aktuell sind, an alles, was an der Partei geschieht, auch do publizieren. Auf vollkommener Transparenz. Am Sommer hatte man dann ein ganz flott Familienfest, was ich leider nicht besichern konnte, aber jede Freundin da war, hat mir gesagt, es wäre immens gewesen. Den Hirststung dann die ganze Zeit am Zeichen von einer 25-Jahr-Feier. Eine 25-Jahr-Feier, die es für 26 Jahre wahrscheinlich kein zugetraut hat. So aber konnte man an einem wunderbaren Kader, an der Präsenz von Grand Duc, als 25 Jahre feiern. Und ich will hier von dieser Platz aus nach einkehr all meine Mitarbeiter ein dicke Merci sagen, die mir geholfen haben, für das zu organisieren. Es war eine reüssierte Feier. Wir haben auch ein paar Verkehr rausgehen, den Black, den à tous les Ménages gegangen ist, und den heute zu Lützeburg gewiesen hat, dass der ADR eine etablierte Partei an diesem politischen Milieu ist. Auf diesem Kongress waren noch die Vertreter von unseren Schwesterparteien aus ganz Europa präsent, mit denen wir zusammen an der AICR verbunden sind. Der englische Premier David Cameron hat sich nicht hören gelassen, als schöne Bonjour aus England zu schicken. Und ich kann hier vermelden oder vermerken, dass in der Zwischenzeit Roy Reding, Generaltresorier von der AICR, Guinness, ihr gesagt, Finanzen lassen es hier zu Lützeburg auch an dieser Partei nicht lassen. Auch am Bereich von der Jugend sind wir international vertreten. Joel als Präsidentin vom Adrenalin, das was hier durch den Saal gestert an als gut Seelers, als Vizepräsidentin von der jungen europäischen Konservativen gewählt ging und hat regelmäßig international Verpflichtungen. Am Winter 2012-13 kommt dann am Kader vom Auftreibungsgesetz zu einer turbulenter Zeit. Ich will hier nicht lang und nicht am Detail auf die Evenementer von damals eingehen. So viel soll aber hier erlaubt sein. Der Ferner Karteiser hat den Black alles probiert, für die Situation zu deseskalieren. Das ist ihm nicht gedankt gehen und das auch nicht der Partei gedankt gehen. Eine große Portion Egoismus an den Interesse von Einzelleuten an hier Eitelkeit als Gestalt gehen über den Wählerwillen und über das Interesse von der Partei. Ich persönlich habe gelernt, dass bei einer Reihe von Leuten eine große Differenz gibt zwischen dem, was sie sagen,
an dem, was sie machen. Und es soll mir haut Chemie kommen mit dem Wort Sozialverantwortung. Ich so nicht. Wir da verfließen. Akte bleiben, aber von den Akten do wird meist nach lang dran erinnern. Am Winter haben wir aber weiter an Arbeitsgruppen geschafft. Besonders der Verfassungsreform haben wir ganz viel Zeit gewidmet. Und dank dem Liliana Miranda, was er noch nach ein schwätzen wird, haben wir ein ganz gut Arbeit gemäht, die wir letzte Monaten der Presse an der Öffentlichkeit präsentiert haben. Jeder von euch als invitiert, das nachzulesen, was wir da geschafft haben, auf adr.lu. Ich warne nicht, es sind 13 oder 14 Seiten. Es lohnt sich aber, drauf zu gucken. 24? Oh, Entschuldigung. Ich bin da wahrscheinlich bei Seite 14 abgehört. Die letzten 2 Monate waren da geprägt von den Bezirkskongressen, wo ein ganz gut und konstruktiv Arbeit gemäht ist, en vue vom Nationalkongress, den heute hier stattfindet. Liebe Members und Freunde von der Partei. Am März 2013 steht als Partei, könnte ich als Generalsekretär vermerken, heute zu Baerburg am Osten als eine Partei, die modern und abgeschlossen ist und für alles Neues oben ist, ohne aber ihre kritische Geist zu vergessen. Und an dem Kader hätte ich gerne eine Remarke gemäht. Wenn ihr hier seht, da weiß ich sicher, dass ihr nicht mal im Transportpublik kommen seht. Ich habe noch geguckt, auf mobilität.lu. Wenn er heim am Bus hin hätte kommen wollen, dann hätte er das nicht campieren müssen. Sonst fährt kein Bus auf Baerburg. Es kann ich probieren, über Echternach zu kommen, kann ich probieren, über Manternach zu kommen, kann ich probieren, über Grevemecher zu kommen. Es gibt einfach kein Bus auf Baerburg. Und dann wundere mich eins, wenn wir Lützeburger zum Weltmeister am Individualverkehr gehen. Das ist sicherlich enger Transportpolitik zu verdanken, die seit 20 Jahren an den Händen von immer denselben Leuten leidet. Wenn er dann noch samstags kommen wird, dann hat er nach immer bald 2 Stunden gebraucht, 30 Kilometer von der Stadt bis dahin zurückzulehnen, und der wird zwischen 2 und 3 Mal umgeklommen. Also da verwunderlich, dass die Leute von allem, für das die Leute nicht d'accord sind, damit wie es lebt, an mit ihrem Auto kommen. Und dann beschweren sich die anderen so als Bussen für ein Eidel. Ja, nicht mehr, wo fuhren sie? Mir als ADR hatte schon 4 Jahre ein ganz stimmiges Verkehrskonzept abgelöst. Mit direkten Verbindungen, die strahlenförmig auf Lützeburg Stadt durchgegangen wären, und mit rotierenden Bussen, die es erlaubt hätten, und Zwischenhalten immer Zubringer-Dienste zu leisten. Das Ganze mit einer 15 bis 20 Minuten Taktung hat dazu gefeiert, dass heute zu Lützeburg jeder Verein hat mit dem Bus oder mit dem Tram oder mit dem Zug irgendwo hinkommen kann. Die Apotheose hätte man hier gefunden am Citytunnel. Aber nein, was machen als Politiker, die an der Verantwortung sind? Sie predigen Bus, an Tram, fahren Auto. Wie soll dann ein Jungen oder ein Älteren, der nicht mehr unbedingt fahren kann, Matbürger herauskommen? Und da mengen sie, mit Hunderte von Millionen, die sie an einem Tramprojekt an der Stadt Lützeburg versenken gingen, geht alles gut gehen. Ein Tram, den haut nach keinen Platz hat für sein Endgehen Kirchbirch. Ein Tram, den, wenn er dann ein Abfängparking kriegen soll, den an die Gringzone gebaut kriegen muss, wenn man vorher Halle nicht fortrappen können, das können wir meist nicht mehr leisten. Dank der nachhaltigen Finanzpolitik an diesem Land. Auch wenn wir dann den Tram endlich im Kirchbirch haben, klappen wir heute zu Baerburg immer nach an ein Auto, um dahin zu fahren. Für gut 10 Jahre hat Lucien Lux uns versprochen, dass wir an 10 Jahren mit dem Zug auf den Findel fahren. Ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich den alle Witz über die Belge, okay, wenn wir Richtung Erl fahren, dass die Belge eine Autobahnsbrücke gebaut haben, ihr seht nach der Rest von dieser Autobahnsbrücke, und sie haben aber immer vergessen, eine Straße dabei zu bauen. Aber wir sind hier nicht besser am Land. Wir haben ein Gär gebaut beim Findel,
Mir hunn se nimmer verstoppt, so dats die anderen net gesinn, ass innerirdisch. Aber mün eng ger gebraucht un die Zug an un die Schienen. An die wird auch nach an 20 Jahren irgendwo do ënner dem Findel leiien, a ke Mënsch wird sich méi dann daran erinnern. Also wie gesot, mam Zug op ger dëst keier net. Für wat ass dat lo alles heiso zu Lützeburg? Für wat dauert alles ewig? Für wat hun mir die Lenteur administrativ? Meiner das, wenn man heute zu Lützeburg eng groß Prämiss an der Politik hun. Dat echt wat man machen als eng Etüd. An die muss dann mal ausgewehrt gehen. A jed Verein, der schon eng Etüd machen gelos huet, wies, dass den Musik bestellt, auch dat geliefert kriegt, warte bestellt huet. Mir sie sicherlich hei an Mitteleuropa Weltmeister an der Lenteur administrativ. Ich selber hat eng de Mond gemäht am Jahr 2003, dat sind lo 10 Jahre hier, und ein Umweltminister, ich habe noch einen schönen Brief gekriegt, dass mir de Mond kommen wir, und da sind sie an nediger Zeit beschaffen ging. Wir sind lo Jahr 2013, ich habe immer noch keine Antwort. Ihr könnt gerne heute mit mir nach ein Wett aufschließen, ob ich nach einer Antwort an diesem Jahr 1000 kriegen. Jahrhundert hoffentlich nicht mehr. Lützeburg ist einfach blockiert durch ein System, das komplett bürokratisiert ist. Lo wird gefordert, der Mittelstand, nachdem er als Monokultur von Banken zu Lützeburg 20 Jahre lang gepflegt hat, lo soll der Mittelstand, so wie in Deutschland, wo die Mutter von ihrem Wohlstand am Moment ist, so soll der Mittelstand zu Lützeburg als Land rausrappen, aus der Misere. Gern, gebe ich so. Ich selber habe an den letzten 10 Jahren 12 Arbeitsplätze zu Lützeburg geschaffen. Aber ich kann nicht sagen, es hat mir kein geholfen. Ich gebe sogar so, es hat nicht Freund gehindert. Ein ganz kleines Beispiel. Ich wollte für meine Dierenklinik ein paar Pano-Indikatoren am Dorf holen. Das leitet mich vorne. Du sagst, Gemeindeverwaltung, das ist kein Problem. Wir müssen uns nicht mehr nach d'accord setzen, mit der Pont et Chaussee für ein System von Flaschen zu kriegen. Das war 2009. Wenn der Haut auf Berdorf kommt, fand er nach immer kein Flash, weil Pont et Chaussee und die Gemeindeverwaltung noch nicht von tun, wie dann das Piktogramm lo gemeinsam ausgesehen könnt, für irgendetwas an diesem Dorf zu indizieren. Und darum scheitern wir. Ein anderes Beispiel ist für den Mittelstand. Berdorf wird als ein von den letzten Gemeinden einen Bebauungsplan gekriegt. Tipptopp. Und das ist auch gut gemäht. Als Gemeinde hat eine Aktivitätszone vorgesehen. Die Experten an der Stadt haben gesagt, da wo diese plant, leitet sie zu einem Busch, da ist sie gar nicht gut, und haben sie ex cathedra vom Ministerium aus auf einen anderen Platz gelegt. Die Aktivitätszone, die lo am Bebauungsplan ausgewiesen ist, hat in der Zwischenzeit 30 verschiedene Proprietären, und ihr könnt euch vorstellen, wie die 30 lo versichern müssen, in den eins zu gehen, für das zu exploitieren. Sie hatten aber kleine Fehler gemacht. Sie hatten die Aktivitätszone in das Quellenschutzgebiet auszuweisen, durchgelöst. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Aktivitätszone Matzen am Quellenschutzgebiet leidet. Ihr könnt sicher sein, da gibt es nie eine Aktivität, außer die von 2 oder 3 K, die dort drauf vielleicht den Flap drücken. Da das hier zu Lützeburg als Entwicklungspolitik für den Mittelstand zu helfen. Zuerst danach versichern Sie, entschuldigt, dass ich hier so am Osten Beispiele erzähle, aber ich bin aus dem Osten und ich kenne den Osten relativ gut. Hier zuerst nach versichern Sie schon jahrelang, nein, ich schwätze noch nicht von der Petite Marquise, seid beruhigt, versichern Sie schon jahrelang, eine mittelständische Aktivitätszone zu machen, neben der großen Industriezone, die wir oben Birchen. Während die Ersten nachher darüber schwätzen, debattieren, verschiedene politische Meinungen sich teilen, und die zuerst nachher Brick einfach ein Gemäht abkriegen wies. Da stehen halt Geschäfte, kommerzielle Aktivitäten, auf vier und in den Geschäften stehen Autos mit gelben Placken. Und zuerst danach, was steht da? Nichts. Und da soll der Mittelstand hier Lützeburg retten. Ich freue mich, wie soll das gehen? So könnte ich natürlich fragen,
könnt nicht alles irgendwie Dach besser gehen. Und für was Wunder dann Land, wenn man Transport nicht d'accord sieht, auch wenn man der Infrastruktur nicht d'accord sieht. Ja, für was wohnen so viele Lützeburger Land, und für was wohnen so viele Lützeburger in der Grenzregion, just hinter der Grenze. Weil es einfach unmöglich ist, mit einer normalen Pai zu Lützeburg nach Wohnraum zu kaufen oder zu bauen. Ich persönlich meine, dass eng von der Grundursache von Misere, die wir heute zu Lützeburg haben, und von Malaise, die wir heute haben, ist, dass wir Landpreise haben, die sich kein Normalbürger mehr leisten kann. Es kann nicht normal sein, dass ein Koppel zu zweit 20 oder 30 Jahre arbeiten gehen muss, für ein kleines Reihenhaus aufzubezahlen. Und was geschieht dann? Wir haben als Kollegen von der Seite, von der Grenze, die hier rüber arbeiten kommen. Sie kommen auch für dieselbe Lohn schaffen wie als Lützeburger. Aber sie können mit dem Lohn eine Familie gründen, Kinder kriegen und ein Haus bauen. Für was? Weil hier das Haus 5 Kilometer hinter der Grenze nicht nach Talschen von dem kascht, was das Hai kascht. Aber wenn ich von der Halschen schwätze ich nicht von 50 oder 100.000 Euro. Da schwätze ich von 250.000 Euro. Aber versich dir mal mit einem qualifizierten Mindestlohn oder sogar mit dem Doppelte von einem qualifizierten Mindestlohn so eine Schuld aufzubezahlen. Das ist praktisch unmöglich. Wir an der DDR sind der Meinung, dass es ein Grundrecht gibt, ob Wasser, ob Leben, Essen, und ob Wohnen. Jeder Verein, hier zu Lützeburg, hat Recht, dass ein Hai an seiner Heimisch auch wohnen kann. Und dass er nicht gezwungen ist, aus dem Land getrieben zu gehen. Aber wenn wir schon beim Mindestlohn sind. Letzte Samstag der Robby hat es gerade schon erwähnt, als Premierminister mit großer Begeisterung von einer Deckelung vom Index geschwärzt. Tipptopp, so nicht. Wo deckeln wir dann? Beim Dreifachen, beim Zweifachen, beim Vierfachen, beim E-fachen Mindestlohn? Wo deckeln wir? Wenn wir beim Dreifachen deckeln, dann helfen wir keinem Patron, keinem Mittelstand, keinem Nicht, weil dann helfen wir nicht mehr den Banken, weil da sind die großen Paien. Dann helfen wir vielleicht nach ein paar großen Industriebetrieben, die aber schon hauptsächlich Richtung Indien verlagert sind, aber den anderen Leuten helfen wir gar nicht. Ich so nicht. Eine Deckelung vom Index als für mich, oder der Vorschlag von der Deckelung vom Index, als für mich eine rein populistische Mesure. Und ich hatte immer gemeint, für den Populismus hier zu Lützburg wäre mir zuständig, und nicht die Partei mit dem großen C. Aber ich habe mich da wohl geirrt. Ich bin richtig froh, dass Lomoldianer Populisten sind. Den Index sollte, wenn es nur einer Partei geht, nicht angegriffen gehen. Weder beim Zweifachen noch beim Dreifachen. Wo wir etwas machen müssen, ist, dass wir an den Steuern etwas ändern. Wie ändern wir da etwas oder wie wollen wir da etwas ändern? Weil wir müssen mal einen ganzen Teil von den Familien zulernen und von den Subventionen, die eine Familie kriegt, mit an Steuern rechnen. Und da geben die einfach Leute, die all darum kämpfen müssen, für ihre Budget zusammen zu kriegen, die auch keine Steuern bezahlen, auch 4 und alles steuerfrei kriegen. Und die mit dem 3-, 4- oder 5-fachen Indexlohn, die geben der Steuern bezahlen an dieser Gesellschaft, da zurückgehen, was sie hier zu verdanken haben. Ich habe eine kleine Kunstpause erleben müssen, weil für 3 Tage ich meine Reden schreiben müssen, oder zumindest einen guten Teil. Für was? Den einen oder anderen hat es vielleicht mitgekriegt, dass es am Gedächtnis vom Bommeleer und auch am Gedächtnis Geheimdienstaffäre ein bisschen hingegangen ist. Aber als Verfassungskommission hat für 3 Tage publik gemacht, dass sie am Kader von der neuen Verfassung proposieren geben,
dass das Wahlrecht aus der Verfassung herausgeholt wird, an dem Sinn, dass es nicht mehr nach über das Gesetz geregelt wird, und dass nicht mehr Lützeburger sein muss, für Wählen gehen zu können, sondern indirekt das Wahlrecht auch für die Ausländer abgemäht hat. Normalerweise hat das da eigentlich einen großen Comedy am Land gehen müssen. Aber das ganz diskret verläuft, so diskret, dass ich sogar Lilly angemeldet habe und gefragt habe, so ist das wahr? Und ich bin dann auf die offizielle Seite gegangen und habe da festgestellt, dass es so ist. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass wir das erste Land in Zukunft an Europa wären, wo die Ausländer mit das aktiv Wahlrecht kriegen. Aber wenn aktiv Wahlrecht seht, die weiß genau, dass es nicht mehr lange dauert, dass die Ausländer auch das passiv kriegen. Das ist eine logische Konsequenz. Ich kann nicht sagen, du darfst mit Stimme gehen, aber du darfst nicht gestimmt gehen. Das geht eine Sache, die hält höchstens eine Legislaturperiode. Aufgesehen davon, dass wenn das Wahlrecht nicht mehr nach an der Chambre gestimmt wird und nicht verfassungsmäßig recht ist, ich es allzeit mit einer Majorität qualifiziert, also mit 40 von 60 Stimmen ändern kann und damit die Oberst für egal was für ein Spun ist. Wenn wir da wissen, dass wir nur schon zu Lützeburg nach knappst Majorität und Einwohner stellen, wissen, dass wenn wir als soziale Errungenschaften, die wir haben, nicht mehr erhalten können, wenn es Wirtschaft viel wiest, an mehr wiest, wie wir biologisch wissen können, da können wir nicht mehr als Wirtschaftswachstum dadurch garantieren, dass viel mehr Ausländer hier ins Land kommen. So dass ohne große Mathematiker zu sein, weiß, dass wir spätestens 10 Jahren mehr wie 50% von der aktiven Leute, also von wahlberechtigten Leuten, hier zu Lützeburg nicht mehr Lützeburger sind. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns ganz diskret am Gang sind, aufzuschaffen als Nation. Ich kann nur hoffen, dass wir dann auf eine ähnliche Indulgenz stoßen wie die dänische Minorität an Holstein, der aber nach 4 Deputierten zugesichert sind, ohne dass sie ein gewisses Quorum erfüllen müssen. Gegangen. Ich selber und Talschen von meinem Leben am Ausland zugebracht. Ich meine, ich war integriert. Ich war so integriert, dass die Deutschen mich für Rheinländer gehalten haben und die Franzosen haben mich ja nur für einen Elsässer gehalten. Aber ich habe mich nie politisch abgeruht an diesen Ländern. Ich habe eine neutrale Position beibehalten. Für was? Weil mein Heimisch war halt zu Lützeburg und ich wusste, egal was an dem Land, wo ich gerade bin, geschieht, ich kann immer an mein Heimisch zurückgehen. Und da kann ich auch politisch ergreifen, wenn ich es will. Ich komme aus diesem Land oder ich hoffe, dass ich aus diesem Land nicht verdrieben gehen kann. Und dass das Land nicht Mesuren ergreifen kann, die zum Schade von seinen Einwohnern sind. An den 90er Jahren habe ich dann erleben müssen, wie an Europa, zwar nicht an der Europäischen Gemeinschaft, aber an Europa, ein Bürgerkrieg ausgebracht ist. Wo Leute verdrieben sind, an Jugoslawien, aus ihrer Heimat, und auch viel ihre Wege hier auf Lützeburg gefunden. Ich selber habe noch so einen Flüchtling an seine Familie abgeholt. Ich habe in meine Arbeit gehen, ich war auch nach einem Moslem, also ich habe da keine Berührungsängste. Er hat über 5 Jahre bei mir geschafft und er konnte damit ein paar Bayern kriegen und hier bleiben. Er ist tiptop integriert gehen, er wohnt heute zuerst danach, seine Familie geht hier an die Schule und seine Kinder sind nicht mehr von einem Lützeburger zu unterscheiden. Aber trotzdem führt das Familie all Jahr zurück an die Heimat, weil Heimat ist besonders wie ein Wahlrecht. Und das sollen wir lo, ohne dass ein Druck da ist, abgehen. Wir sollen es einfach abgehen. Wir sollen zu einer Minderheit am eigenen Land gehen. Das Wahlrecht ist ein basisdemokratisches Recht. Eine Nationalität bringt mir ein Wahlrecht. Und nimmen, auf der ganzen Welt ist das Wahlrecht verbunden mit einer Nationalität. Für was man da Frankreich und Deutschland das nicht? Eine Partei, die so etwas vorschlägt gegen Frankreich oder Deutschland, die gäbe oder die könnte die Mittel für den Wahlkampf
Spuren. Sie gäf gönnet mir gewählt gehen. Dat Hai as weder reaktionär nach rassendiskriminierend oder so etwas, war die Melo vielleicht an der Stelle wird. Wahlrecht as dat nobelst Zeichen von enger Demokratie. Eng Diktatur zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht wählen kann. An nimmen an enger Demokratie kann ich wählen. A wählen können nimmen die Leute, die zu enger Gemeinschaft an zu engem Gruppe gehören. An eng Nationalität geht immer de Pair an der ganzen Welt mam Wahlrecht. Lo können die so as dat dolo net e Versuch durch d'Hënne Stier eng denkbare Bundesstaat Europa anzufeieren. Dann hat dat ganz plötzlich eng Logik. Dann hätte doch eng Logik für wat de Juncker an Singleit dofir sinn. An engem Bundesstaat Europa, hole mat Beispiel Deutschland oder hole mat Vereinigte Staaten, hun ich Co-Bundesländer, an denen dürfen auch all 4 bis 5 Jahre aufgestimmt gehen, an die dürfen über wichtige Sachen wie Hundsteuer, an Müllabfuhrtaxen für je einzelne Länder bestimmen, aber zentral geschieht zu Berlin, Washington oder sonst wo. Das gibt dann heschen, wenn wir heute zu Lützeburg als Experimentierkummer abmachen gingen für ein Wahlrecht für jeden Verein, dass demnächst nimmer nach zu Brüssel dezidiert gave, was hier geschieht, an mir nach Grad hat ein bisschen Chance, über die paar kleine Lokaltaxen aufstimmen dürfen. Das ist nicht das Europa, was de Gaulle wollte, das ist nicht das Europa, was Robert Schuman wollte, das ist auch nicht das Europa, was Josef Bech wollte. Die wollten ein Europa von den souveränen Vaterländern. Aber so wie es schenkt, aber wenn in der Aktualität den letzten PD folgt, sind wir ja wohl so ein kleines Experimentierkummer zu Lützeburg. Ab 80er Jahren schenkt NATO zu Lützeburg das Stay Behind experimentiert zu tun. Und das können sie ja bald nicht mehr gemäht tun mit dem Wissen an der Zustimmung von ganz Öwen. Auch wenn heute kein sich mehr daran erinnern will, kein sich mehr daran erinnern kann. Und ihr wisst, was aus dem Stay Behind ging. Viel Futti, viel Schuld, und wir sind allein gelassen, und die paar Trassen sind ganz sehr verschwunden. Und da könnt dann das Wahlrecht für jeden Verein zu Lützeburg, wenn es da schief geht, auch von Europa als kleinen Incident de Parcours gesehen gehen, an wie, dass wir ja nicht mehr 250.000 Leute hier sind, die dann etwas verloren haben, als Quantité negligible betracht gehen am großen Europa von den 500 Millionen. Da winkt so nicht ich Haut an Hai. Mit der ADR gibt es kein Fall Kompromisse. Wir sind für eine vernünftige Transportpolitik, wo jeder Verein hier am Land, ob sie in kommen kann, ohne gezwungen zu sein, auf ein Auto zurückzugreifen. Wir sind für einen bezahlbaren Wohnraum für jeden Verein, den hier am Land schafft, an den hier dazu dient, das Land führen zu bringen. Und das nicht nur für Leute mit 3-mal mehr Mindestlohn. Wir sind für Aktivitätszonen, die den Mittelstand erlauben, hier zu Lützeburg ohne großbürokratische Schritte sich niederzulassen und aufhängen können, Arbeitsplätze zu kreieren. Weil ohne das geht es nicht. Wir brauchen nur ein Beispiel Deutschland zu gucken. Wir stehen an für eine sozial gerechte Steuerpolitik, die es erlaubt, von denen zu sichern zu gehen, die sich leisten können, und nicht sichern zu gehen bei den Kleinen, die sich nicht wehren können und nicht fortlaufen können. Wir stehen dafür, dass der Index so bleibt wie in Loas, und dass es zu keiner Indexmanipulation oder Deckelung kommt, die sowieso nichts bringt an der Form, wie sie lo vorgeschlagen ist. Wir stehen für ein Europa von den Vaterländern, Pappeländer, Lützeburg, klingt so ein bisschen. Und da sind wir auch gegen das Wahlrecht für jeden Verein. Wir wollen, dass es heimisch das bleibt, was es ist. Und wir wollen nicht
Verräter gehen und denen Leute, die 1918 19 aufgestimmt haben, gegen eine großbelgische Provinz gestimmt haben, gegen ein kleines französisches Departement, weil damals hatten sie schon gemeint, sie könnten eins akassieren. Wir dürfen auch nicht die von 40, 41 vergessen, die damals gesagt haben, wir sind Lützeburger und wir schwätzen Lützeburg. Das scheint halt leider vergessen zu sein. Dafür, nach für viel mehr steht der mich stark wie für drin, meiner Meinung nach, an die Message, die von hier vom Kongress ausgehen soll, als da sehen nicht, wie Lodobause schon jedfrei gemeint hat, sich den Pelz vom Bier abdehlen könnt, weil wenn ich etwas als Mediziner gelehrt habe, dann ist es, solange wie nach Leben an etwas ist, soll die Hoffnung nicht abgehen. Und bislang sind auch immer die gefallen, die Fell oder den Pelz vom Bier abgedeelt haben, ihren Tod war. Da werden ich Hanno mir Vertrauen auszusprechen, und ich so nicht, vielmals merci, dass er mir noch gelauscht hat.